Vor dem Haus des Bräutigams geht die Schwiegermutter mit Fladenbrot und Kochlöffel der Braut entgegen, die die ganze Hochzeit hindurch ihren Kopf nicht heben darf, ein Zeichen der Demut. Das Brot auf ihren Schultern ist das Symbol der Fülle, die sie mit ins Haus bringen soll. Das gelbe Kissen gehört zur Mitgift. Der Bräutigam verlässt seine Braut und eilt aufs Dach. Das gelbe Kissen soll 3-mal das Gesicht des Bräutigams berühren, als Vorgeschmack auf die Hochzeitsnacht. Die Verwandten der Braut nehmen an der Hochzeit nicht teil. Nur ein Vertrauensmann kommt mit ihr zur Hochzeitsfeier. Draußen ist der Tisch für die Ehrengäste gedeckt. Der Bräutigam schüttelt das Bäumchen über den Kopf der Braut. Die Großmutter des Hauses heißt die junge Frau willkommen. Zur Mitgift gehört auch das Bett. Das Fest wird im Zelt stattfinden. Männer und Frauen feiern getrennt. Und während der ganzen Hochzeit dürfen sich die frisch Verheirateten nicht niedersetzen. Die Frauen scheinen sich besser zu amüsieren als die Männer. Sie singen Lieder für die Braut. Mit ihren Liedern versuchen die Frauen, die Braut fröhlich zu stimmen. Und draußen läuft der Frauenalltag weiter. Tränen geweint, dass mit ihnen das Höllenfeuer gelöscht wurde. Seither gibt es die Hölle nicht mehr und auch nicht die Höllenstrafen. Da Gott den Pfau begnadigt hat, gibt es auch keine Verdammnis. Nachdem der Pfau Adam geschaffen hatte, pflanzte Gott in Adam den Geist des Shech Sin ein, der die Gestalt der Rose annahm. Der Wein aus den weißen Trauben kam vom ersten Himmel, der aus den schwarzen vom 7. und der Wein aus den roten Trauben aus dem Universum. Bei der Kreuzigung Christi war ein Jeside anwesend. Er hat sich in die Nähe Christi begeben, die Nägel gestohlen, sie in seinem Bart versteckt und ist damit geflüchtet. Vor dem Sonnengebet. Du Erlöserin der Ausweglosen, du unsere Beschützerin,
Beschütze die Bedürftigen, die Armen und Kranken. Beschütze alle 72 Völker der Erde und zuletzt auch das Haus der Jesiden. Der Alltag der Jesidinnen verläuft auf der Alm ebenso wie im Dorf. Gearbeitet wird von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht. Gäste dürfen unter den Decken des heiligen Sters schlafen. Die Familie hat ihr eigenes Bettzeug. Die Jesiden, die auch alle Milchprodukte selbst machen, bringen jetzt im Sommer die Früchte ihrer Arbeit zu den Märkten in die Städte. In Holzfässern gemachte Joghurt und Butter und von gekochter Milch mit der Handmaschine getrennter Rahm. Natürlich auch Schafskäse. In Armenien ist es Sitte, die Bettdecken mit Schafwolle zu füllen. Ein Teil dieser Wolle stammt von den Herden der Jesiden. Sie bieten auch ihre Strickwaren auf den Märkten an. Auf ihre Zelte zeichnen die Jesiden einen Stern, um ihr Hab und Gut vor unheilvollen Sternen zu schützen. Früher machten sie ihre Zelte aus Ziegenhaut, die gegen Regen, Wind und Hitze sehr widerstandsfähig ist. Je mehr Zeltstangen ein Zelt hat, desto wohlhabender die Sippe. Sterne sollen auch die Gräber der Jesiden schützen. Mit dem Tod, so glauben die Jesiden, stirbt der jesidische Mensch nicht gleich. Er ist noch am Leben, wenn er begraben wird. Weil er dann nach dem Begräbnis aufzustehen versucht, um den Trauernden nachzugehen, wird der Leichnam von Kopf bis Bauch mit Steinen bedeckt. Der Verstorbene versucht dann seinen Kopf zu heben, stößt an die Steine und stirbt wirklich. Der 40. Tag nach dem Tod wird als der letzte Tag der Trauerzeit begangen. Frauen und Männer loben die Tugenden des Verstorbenen und singen Klagelieder. Die Bekannten der Sippe bringen zum letzten Mal den Verwandten des Toten ihr Beileid zum Ausdruck. Dann wird am Friedhof zum Totenmahl gebetet.